Auch haben wir in der Krise erkannt, wie wichtig das ist, wie systemrelevant das ist. Es ist wichtig im Sinne vom Klimaschutz, aber es ist aber auch wichtig im Sinne von der Produktion von gesunden Lebensmitteln. Dafür ist es extrem wichtig, dass wir heute zu Lützeburg eine nachhaltige Landwirtschaft, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, eine nachhaltige Lebensmittelverürbachtung erhalten, behalten, und das geht nicht mehr, was auch rentabel ist. Dafür eine erste Frage: Wie sieht es aus bei einem gratis Nachhaltigkeitscheck, Klimacheck, Monitoring von den Betrieben? Motion war angeholt gehen. Genau das wäre wichtig für die Betriebe, mit auf den Weg zu holen. Zweitens, wie wird gesagt, die Regierung nicht viel für all die Investitionen an die Umwelt, an den Klimaschutz aus dem betrieblichen Plafond herauszuholen und so den Anreiz zu erhöhen, für das zu machen. Wie gesagt, mit einer konkreten Umsetzung für all technische Maßnahmen. Ich habe gesagt, Big Data auf dem Acker aus, für die Emissionen zu reduzieren. All das Fragen könnte bei der Anpassung vom Agrargesetz geklärt gehen. Und dafür so eine Schei am Namen von der CSV ganz klar: Wir brauchen eine anständige, nachhaltige Anpassung vom Agrargesetz und nicht nur Kapitels. Nach puncto Klimaschutz ist keine Prävisibilität da für die Landwirtschaft. Bauern, die Landwirtschaft, der ganze Sektor weiß nicht, was die Regierung will, für die Ziele zu erreichen. Das ist Gift für einen Betrieb. Ein Betrieb muss planen, also muss er endlich ein paar Karten auf den Tisch kommen. Und wir haben noch nicht die Agrikolen, die sind noch extrem wichtig. Aber auch da wissen wir mal gerne, das kann nicht immer ein Pot davon sein. Da müsst ihr dann mal alle die Bilanz gezogen und geguckt sind, was sind Konsequenzen, die festgehalten sind, und was das auch daraus geschieht. Ich erinnere just noch ein paar, Wasser durch, schiedfrei fördert mehr, gemäß. So nicht, ich meine, ich habe auch schon für die dickste Kerl gesagt, leider und junge Sozialisten mich noch nicht unterstützt, vielleicht machen sie das noch. Wir kriegen gemäß nicht mehr hin, wenn wir genug und bezahlbar Wasser haben für das Land. Der Böden ist der wichtigste Produktionsfaktor, mit dem Druck ist extrem hoch durch, also durch Spekulation und eben auch durch Kompensationsmaßnahmen. Und ich erinnere mich just an Zone agricole protégée, die den aktuellen Landwirtschaftsminister, am demoligen Umweltminister, der Tisch Romer Schneider, Marco Chang, wo sich an die Leben gerufen haben. Wir fanden es wirklich extrem schön, dass das durch die Regierung gekippt ging. Aber vielleicht meint der Romer Schneider, es wäre eine gute Idee, und er kann sich feststellen.